Heute hat sollen am EU-Rat über die Verordnung zur Prävention und Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern aufgestimmt gehen. Soweit ich informiert sind, dass nicht zu dem Wort heute kommen. Pädokriminalität ist ein ganz wichtiges Sujet, den dringend behandelt werden muss, aber bei dem wir da nicht dürfen machen. Allerdings verstoppt sich hat der Verordnung aber auch eine automatisch EU-weit Kontrolle von Schatten mit Ziel natürlich der Pädokriminalität entgegenzuwirken durch die Detektion von kinderpornografischem Material an den Schatten. Es gehen aber nicht gezielt bestimmte Personen kontrolliert, aber theoretisch kann den Chat von jedem Rang so kontrolliert gehen. Da wenn Deutschland sich auch dagegen ausgeschwart. Als RDR sind als der Konsumentenschutz, den Datenschutz und der Schutz von der Privatsphäre immens wichtig. Und wird kein verwundern, dass wir da Sujet hier schwätzen. Den aktuellen Stand ist, dass Lützeburg den rezenten Propos von der Verordnung, so wie sie Lofierleit, nicht unterstützt, was wir als ADR begrüßen, am Hinsicht auf den Chatkontrolle. Ich ging aber trotzdem gerne der Hinsicht dem Premierminister Feierfrohe stellen. Erstens, was sind bzw. waren für Lützeburg die Rotlinien, dass wir als gegen die Verordnung ausgeschwart haben? Zweitens steht die Regierung hinter dem Briefgeheimnis, worin ja auch die elektronischen Messagen fallen, oder gibt es Situationen, wo die Regierung an Erwägung zieht, Briefgeheimnis abzuheben, weil ja, was für ein Viren das? Dritte Frage, welche Lützeburger Mesuren sind schon en place für die Pädokriminalität national und EU-weit entgegenzuwirken? Und viertens, was sind Propose von der Regierung für national und EU-weit der Pädokriminalität in Zukunft noch mehr effektiv entgegenzuwirken, das ganz natürlich ohne die Privatsphäre und Datenschutz von allen Menschen zu verletzen, als jederin an den Verdacht zu stellen. Das ist richtig, wie dir sagt, dass die Proposition von der Europäischen Kommission, die auch viel am Sommer an den Medien diskutiert worden ist, dass die an den Kontext gesetzt vom Kampf gegen Pädokriminalität. Ich meine, das ist schon ein legitimen Kampf, und dafür ich muss alles machen, für die Pädokriminalität auch an dem heutigen Bereich von den sozialen Medien kann mit allen Mitteln bekämpft gehen. Aber das ist eine Position von der Regierung, die man nicht nur Haut geholt hat, ich weiß nicht, ob das morgen die Haut war oder nicht, aber die Regierung ist nicht der Meinung, dass die kann alle Bürger unlimitiert kontrollieren, was sie an den sozialen Medien machen. Und dafür ist die letzte Regierung für eine cibliert a proportionell Detektion von illegalem Material als Position du gingt eng generelle Überwachung an soziale Medien, die hat gesagt von Deutschland, ja wir sind mengenisch op Stalin wie Deutschland mir auch andere Memberstaaten, wir sind also nicht der Meinung, dass das alles generell soll überwachen. Ich will just so wie der mir vorstellt an dem Gesamtkontext mit darüber raus, dass es für mich wichtig ist, dass man Sozialmedien an noch die Reglementation von sozialen Medien am Schutz von der Kinder ganz seriös holen. Und nicht mehr später letzte Woche und ich mit der EU-Kommissionspräsidentin Madame von der Leyen darüber geschwärzt, habe mich dafür ausgeschwärzt oder sie unterstützt an ihren Überlegungen für eine Alterskontrolle oder eine Altersüberwachung zu machen für Kinder und Jugendliche, die Sozialmedien gebrauchen. Auch andere Premierminister in Europa encouragieren die Kommission an dem Weg, das geht mir weit, das ist ein bisschen eine Annex-Thematik zu dem, was ihr hier gefragt habt, mit so einer Thematik ganz klar, die letzte Regierung als ging, eine generalisierte Überwachung von allen privaten Kommunikationen.